Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 14. Adventstürli hier bei uns auf Storyflow. Heute haben wir wieder ein Fotothema für euch und zwar schauen wir zusammen an, wie man die Form des Bokeh verändern kann. Für viele klingt das jetzt vielleicht ein bisschen chinesisch, darum hier eine kurze Erklärung. Bokeh bedeutet unscharf, verschwommen und ist ein Begriff, der in der Fotografie verwendet wird. Gerade bei Porträt- oder Detailaufnahmen behaltet man sehr gerne den Hintergrund leicht unscharf oder auch stark unscharf, um den Betrachter nicht vom Hauptmotiv abzulenken. Am helllichten Tag bekommt man einfach eine sehr schöne Unschärfe und wenn es ein bisschen dunkler ist und Lichtquellen im Hintergrund herum sind, dann wird das Licht in grossen, hellen Kreisen abgebildet. Wir schauen heute zusammen an, wie man die Kreise auch als andere Formen darstellen kann, wie zum Beispiel Herz oder Stern. Für uns ist es auch das erste Mal, wenn wir das ausprobieren. Darum bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Was man dafür braucht, ist eine Kamera mit einem lichtstarken Objektiv, das heisst mit einer möglichst tiefen Blende. Außerdem eine Schneidunterlage, ein Japanmesser oder in unserem Fall ein Scher, ein schwarzes Blatt, ein Bleistift und ein Gümmeli. Und schon haben wir alles, was wir brauchen. Als erstes zeichnet man die Form des Objektivs aufs Blatt. Dann werden zwei Balken als spätere Halterung ergänzt. Jetzt muss nur noch das gewünschte Motiv aufgezeichnet und vorsichtig ausgeschnitten werden. Et voilà, und fertig ist der Bokeh-Filter. Jetzt kann man den Filter mit dem Gummi ums Objektiv spannen und es kann losgehen. Um einen möglichst grossen Effekt zu erzielen, fotografiert man am besten vor einem Hintergrund mit möglichst vielen kleinen Lichtpunkten, wie zum Beispiel eine Lichterkette. Bei der Kamera stellt ihr die kleinstmögliche Blendenzahl ein, dann ist die Blende weit geöffnet und die Punkte im Hintergrund umso grösser und besser sichtbar. Am besten stellt ihr auf manuellen Fokus ein, weil so könnt ihr den Fokus viel besser einstellen. Vor allem, wenn ihr etwas vorne dran habt, wie zum Beispiel eine Person oder irgendeinen Gegenstand, könnt ihr den Fokus viel einfacher setzen. Wir sind echt zufrieden mit dem Resultat und es hat auch Spass gemacht, mal etwas Neues auszuprobieren. Außerdem haben wir gemerkt, dass die Motive eigentlich noch sehr gut auf unser Weihnachtskärtchen passen. Warum auch nicht? Vielleicht basteln wir ja gerade noch ein bisschen weiter. Das wäre es aber schon wieder für heute. Bevor ich euch aber Tschüss sage, noch ein kleiner Reminder. Wir haben noch ein kleines Giveaway am Laufen und zwar ist das ein Gutschein für die Fusion Arena. Dort könnt ihr mit einer Gruppe von 10 Leuten eine Mission durchspielen, ähnlich wie wir es gemacht haben im gestrigen Video. Darum, wenn ihr das nicht verpassen wollt und auch mal erleben, dann macht unbedingt beim Gewinnspiel mit. Morgen ist die Verlosung, da geben wir auch gerade den Gewinner bekannt. Ich wünsche euch ganz viel Glück und einen schönen Freitag, schönes Weekend und bis bald. Tschüss zusammen!